Geschichte hat den zweiten Platz gewonnen in der Altersgruppe 8 bis 10 Jahre. Pippi allein in Rahlstedt. Nadja ist ein 8-jähriges Mädchen. Sie hat eine Pippi-Langstrumpf-Puppe. Sie nimmt die Puppe überall mit hin. Eines Tages saß Nadja mit Pippi in der Bücherhalle Rahlstedt und las ein sehr interessantes Buch. Ihre Mama wollte weitergehen. Nadja hat mal schnell ein Buch ausgeliehen und dann sind sie weggegangen. Die kleine Pippi ist allein geblieben. Oh je, was mache ich jetzt, überlegte sie. Pippi sprang durch das offene Fenster nach draußen. Auf dem Dach überlegte sie weiter. Ich muss so stark und angstlos sein wie die echte Pippi. Wer bist du und was machst du da? Fragte plötzlich der Rabe. Pippi erzählte ihm alles. Wo kann ich dich zuerst hinbringen? Ich helfe dir gern, deine Nadja zu suchen, sagte der Rabe. Das ist ja toll. Flieg mich bitte zur Schwimmhalle Rahlstedt, rief Pippi und sprang auf seinen Rücken. Pippi hatte noch nie Rahlstedt von oben gesehen. Alles sah ganz anders aus. Die Häuser, die Schule, Menschen, Bäume und auch die Straßen. Nach 2 Minuten waren sie schon da. Pippi und der Rabe guckten durch das riesengroße Fenster. Die Schwimmhalle war sehr voll. Wie kann ich meine Nadja erkennen? Alle Kinder sehen gleich aus, schrie Pippi. Ich habe eine Idee, sagte der Rabe und flog durch das offene Fenster rein. Er saß auf einer Bank, alle Kinder wollten ihn streicheln und kamen aus dem Wasser raus. Leider war Nadja nicht dabei. Der Rabe flog zurück nach draußen, nahm schnell Pippi wieder auf seinen Rücken und dann sind sie sehr hoch geflogen. Wo suchen wir jetzt? Fragte der Rabe. Flieg bitte in die Potsdamer Schule, rief Pippi. Bald danach sind beide auf dem Dach der Schule gelandet. Aber da war es ganz leise und niemand war da. Aha! Endlich habe ich dich, hat plötzlich jemand gesagt. Pippi hat sich sehr erschreckt. Es war ein sehr großer weißer Kater mit schwarzen Punkten. Du hast mein Leben zerstört. Meine Freundin Kainat ist verrückt geworden, nachdem sie ein Buch über Pippi Langstrumpf bekommen hat. Sie wollte auch eine echte Pippi sein. Sie hat ihre Eltern rausgeschmissen und ging nicht mehr in die Schule. Eines Tages hat sie sogar schwarze Punkte auf mich gemalt. Das war zu viel für mich. Ich bin von zu Hause weggerannt. Du bist an allem schuld, schrie der Kater und sprang auf Pippi. Sie machte einen Schritt nach hinten und fiel vom Dach. Als der Rabe das gesehen hat, fing der Pippi schnell mit seinem Schnabel auf und flog weit weg von dem Kater. Danke, dass du mich gerettet hast, sagte Pippi. Sie haben von oben einen großen Spielplatz mit vielen Kindern gesehen. Aber Nadja war leider auch nicht da. Weißt du was? Neben dem Spielplatz wohnt Nadjas Freundin Leonie. Können wir da mal gucken? Fragte Pippi. Der Rabe flog in den ersten Stock und saß auf dem Fenster. Er hielt Pippi mit seinen Krallen gut fest und beide guckten durch das Fenster. Ich sehe nur ein Mädchen mit sehr langen Haaren, das mit einem Hamster spielt, erzählte der Rabe. Oh, das ist wieder nicht meine Nadja. Ich finde sie nie mehr, meinte Pippi. Zufällig hörte das eine sehr alte und clevere Stimme. Oh, mein Schatz, weine nicht. Was ist passiert? Fragte sie. Pippi erzählte wieder alles. Oh, Schatz, sagte die Eule, gehe dahin zurück, wo Nadja dich gelassen hat. Wenn du wirklich ihre beste Freundin bist, sucht sie dich dort bestimmt. Pippi antwortete, na klar, du hast recht, vielen Dank. Der Rabe und die kleine Pippi flogen zur Bücherhalle zurück. Oh nein, guck mal, Rabe, das Fenster ist zu. Da drin ist Nadja, sie weint und sucht mich. Der Rabe klopfte einfach mit dem Schnabel an das Fenster. Nadja hat das gehört und das Fenster sofort aufgemacht. Pippi hat sich noch bei dem Raben herzlich bedankt und sprang direkt in Nadjas Arme. Die beiden waren sehr glücklich, dass sie sich wiedergefunden haben. Auch noch illustriert worden ist, wunderbar, hat Nadja Jablonski geschrieben.
Ich habe allerdings gehört, dass Nadja bisher noch nicht eingetroffen ist. Das ist sehr schade. Wir werden dann also erstmal ihren Preis beiseite tun. Der zweite Preis beinhaltete einen 50-Euro-Gutschein von Heimat. Ich muss mal erwähnen, dass Nadja auch 8 Jahre alt ist. So, wir kommen zum dritter Platz war schon, zweiter Platz war schon. Was könnte jetzt kommen?